Servus, Waldmusik-Fans! Es ist wieder Wochenende, das heißt, es ist wieder Zeit für einen Lockerungssong, beziehungsweise heute machen wir natürlich wieder zwei Lockerungssongs, wie ihr es gewohnt seid. Ich bin heute zu Gast bei zwei Musikanten, bei zwei Vollprofis auf ihren Instrumenten. Und zwar bin ich heute ein bisschen weiter weg von mir daheim. Ich bin in Büchelberg beim Johannes Nickel und beim Gerhard Nickel. Die Ähnlichkeit steht ja ins Gesicht geschrieben. Das sind Vater und Sohn. Und der Gerhard ist ein alter Hase in der Musikszene. Der wird uns danach mehr darüber erzählen, wo er schon überall gespielt hat und was er alles macht. Und ja, der Johannes ist mittlerweile auch schon bekannt, überregional sogar bekannt, aus dem Fernsehen sogar. Und Johannes, mit dir möchte ich gleich anfangen. Das war, glaube ich, dein größter Erfolg damals in jungen Jahren. Wie alt warst du denn da, wie das losgegangen ist mit immer wieder sonntags? Ja, auch von mir servus natürlich, Alex. Gell? Schön, dass du zu uns gefunden hast, dass du zu uns aber gefunden hast. Wir kennen uns ja doch jetzt auch schon ein bisschen länger und wie du schon sagst, immer wieder sonntags war mehr oder weniger das Sprungbrett für mich, wo ich ein bisschen einschnuppern habe dürfen in die große Schiene der Volksmusikbranche und des Schlagers, und ich war damals 15 Jahre. Mittlerweile 6 Jahre schon wieder her. Jetzt merkt man sich mal, wie schnell dass die Zeit vergeht. Aber wirst du schon langsam alt? Jetzt bin ich alt. Überhaupt noch nicht. Nein, und es war unbeschreiblich. Es war ein super Gefühl, vor allem schon mal, dass ich, so muss man sagen, heute haben wir den 1. Juni und ich war am gestrigen Tag, am 31.05. war der erste Tag vor 6 Jahren, wo die erste Show war, von immer wieder sonntags, wo ich mit dabei sein durfte. Und das war da schon ein großes Highlight, dass ich überhaupt einmal eben dabei sein darf, bei der großen Sonntagsvormittagsshow mit dem Stefan Ross, aber dass ich dann letztendlich 10-mal dabei sein darf und dann auch noch die Nase vorn gehabt habe und Sommerhitkönig die Hitparade gewinnen habe dürfen, das hätte ich am Anfang natürlich keiner geglaubt oder hätte man da nie dran gedacht. Es war einfach mal toll, im Fernsehen zu spielen. Ja, schön. Ja, doch schon wieder eine Zeit her. Seitdem hat sich viel getan. Kannst du mal kurz in ein paar Sätzen beschreiben, was du seit 2015 für Highlights gehabt hast, musikalisch gesehen? Das Highlight ist für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich jeder einzelne Auftritt. Ich freue mich jetzt mal aufs Neue, wie du wahrscheinlich auch, wenn man auf der Bühne stehen darf, wenn man musizieren darf, wenn man miteinander lustig sein darf, wenn man die Fans, die Freunde eine gescheite Musik aufspielen darf, miteinander spielen darf und einfach Gas geben. Aber es waren immer tolle Momente dabei. Ich habe mittlerweile schon 3 Alben auf den Markt bringen dürfen in meinen jungen Jahren, muss ich wirklich sagen. Das ist natürlich auch als Nachwuchskünstler eine tolle Sache, da man wirklich produzieren kann in einem professionellen Studio. Wir waren auf Tourneen, wir waren auf immer wieder Sonntagstour dann 2016 mit rund 50 Konzerten. Wir waren mit Toni Marshall Abschiedstournee, da wo wir auch Beginn war Juni, glaube ich, bis Oktober, November rein, wo wir jedes Wochenende in ganz Deutschland unterwegs waren. Und das große Highlight eigentlich war auch dann die erste Kreuzfahrt, Mittelmeerkreuzfahrt, mit Andy Borg war mit dabei, die Edelsee war mit dabei, Monika Martin war mit dabei, Gigi Anderson, also ganz namhafte Künstler, und so als Nachwuchsstar, sagen wir, oder Nachwuchsmusikant aus dem Bayerischen Wald ist das natürlich wow. Ja, ist klar. Wenn du so Künstler übereinander darfst. Du hast schon was angesprochen, die CDs, die du bisher rausgebracht hast. Ja. Die neueste, die ist zwar schon auf dem Markt, glaube ich, oder habe ich das richtig verstanden im Gespräch vorher? Markt, richtig, aber eine richtige Präsentation hast du noch nicht gehabt, oder? Leider ist das nicht, die CD? Die da liegt hinter uns. Die dürfen wir schnell mit reinholen. In Kamera ein bisschen Werbung muss auch sein. Brandneu. Und geben tut es überall da, wo es eine Internetverbindung gibt, oder? Einfach googeln. Meinen Namen in Google eingeben, dann kommt es auf meine Homepage, Facebook, Instagram, alles was Social Media ist, da bist du ganz publik aktuell, und da gibt es käuflich erwerblich, und es ist wirklich, ich bin ganz stolz drauf, das ist eine super CD geworden, die wo wir bei uns daheim im Hintergrund sehen, was im Tonstudio aufgenommen haben. Ganz lang haben wir daran gearbeitet, aber die Zeit hat sich gelohnt. Insgesamt glaube ich 1,5 Jahre waren es oder sowas, wo wir daran gearbeitet haben, aber die haben wir auch gebraucht.
das wird ein super Album werden. Ja, ich habe schon einige Lust. Also es ist wirklich, sind Top-Titel drauf und rentiert sich auf alle Fälle, das zum Kaufen, da die Song. Und wie ist es mit der Präsentation? Die hättest du schon ein paar Mal angesetzt gehabt. Wie ist der Stand der Dinge jetzt? Corona-technisch leider momentan noch nicht möglich gewesen, aber? Leider nein. Wir haben es mittlerweile schon zum 3. Mal verschieben müssen, aufgrund eben, wie du schon sagst, Corona. Ist nicht einfach momentan, man muss das Beste draus machen. Gerade große Hochachtung von deiner Seite, wirklich allergrößten Respekt, finde ich super, was du jetzt da aufzeigst. Man merkt es an die Klicks, genau, muss man schon mal sagen, an die Klicks merkt man es, dass einfach die Nachfrage da ist. Die Leute wollen Musik, die Leute wollen was hören, die wollen selber schon. Ne? Jetzt hast du ein gutes Stichwort gebracht. Die Leute wollen Musik. Spielen wir den einen? Ja, so. Ja, gesagt. Danach reden wir über das Festival. Ja, genau. Jawohl. Danach Ja, dann circa da, ganz zufällig, Ja. haben wir die Instrumente bei uns. Ja, zufällig ist es da. Zufällig. Ja. Aber ich sage sagen, Gitarre, Bass und eine Ziehharmonika Machen wir ein und schönes einen schönen Trio. Gesang dazu. Ich glaube, das Andi, das ist Mirtli. Das passt, glaube ich, zu Eine ehrliche Musik, Ja, ehrliche auf alle Musik, Fälle. genau. Auf alle Fälle. Wenn ein paar Kicks drin macht er nichts. Live ist live. Live ist Genau. live. Und Ganz spontan. schauen wir, wie es geht, ne? So ist es am schönsten. Genau. Und ich würde sagen, Der Titel ist? spielen wir einen schönen Bayerischen. Ganz auf der CD ist er natürlich drauf, hier hast du ihn schon kennt. Der Happy Hour Bayerisch, ich bin stolz, weil ich habe ihn selber geschrieben mit dem Papa zusammen, mit Text und alles. Und ich bin gespannt, was die Zuschauer jetzt dazu sagen. Dazu möchte man auch noch einen Kollegen, darf ich noch ganz kurz was sagen? Freilich, so Kollegin sicher. Klinger, Andi. Ja, einen Andi, den mein darf man Freund, nicht der hat mir vergessen. natürlich auch mitgeholfen. Unser Freund, sagen Unser wir es. Freund oder Unser Johannes, bester unser Freund. Bandkollege. In diesem Sinne alles Gute, schön, dass es da wieder so gut geht, wie es jetzt ist, Andi. Ich freue Und mich das auf Lied die neue spielen wir jetzt, Saison. genau, das Lied spielen wir jetzt für dich. Speziell Das hat er für auch dich. mitkomponiert, Gut, muss ich sagen, schön. auch mitgetextet. Der war mit Und der Happy Hour Boris, Andi, ganz speziell für dich. Super. Auf geht's. Und für den Alex, um Ja. unsere Ziele. Genau. So, Ja, jetzt an. Natürlich für Oli, gell? jetzt 1, 2, 3. Happy Hour, Flug der Tower, SOS, die Bude brennt. So geht's durch das Wochenende, auch der Montag wird verbrennt. Freunde, lasst es richtig rachen, so lang bis die Bude brennt. Hoch die Hände, heute ist Wochenend. Freunde, lasst es richtig rachen, so lang bis die Bude brennt. Hoch die Hände, heute ist Wochenend. Party Time, sexy Ladies, ist doch alles schon gecheckt. Für das nächste Wochenende ist der Plan schon fast perfekt. WhatsApp alle geben Daumen, es ist Time für Partyzeit. Wahnsinn, ja, ist dieser geile Zeit international. La 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 la. Ja, la 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 la. WhatsApp alle geben Daumen, es ist Time für Partyzeit. Wahnsinn, ja, ist dieser geile Zeit. Jawohl! Ja, super.
Einwandfrei. Der Happy Hour Bursche. Komponiert, ja, vom Johannes Nickel. Geredet haben wir über das Fest und dann ist uns auf einmal das Spielen übergekommen. Wie ist denn jetzt mit dem Fest? Es steht wieder in Planung. Ich freue mich schon drauf. Es wäre momentan jetzt angesetzt der 30.10., der 30. Oktober 2021. Ein Flyer haben wir da. noch der alte, man kann es sagen. Das ist noch der 11. April 2020. Da wäre es eigentlich zum ersten Mal angesetzt gewesen. Aber leider Corona-bedingt haben wir immer schauen müssen, dass wir es verschieben, dass wir es auf einen neuen Termin setzen. Und wie schon gesagt, 3 Mal bis jetzt. Und jetzt ist aktuell der 30.10., der 30. Oktober. Aber die Leute, die Bands, die da drauf haben, die haben absolut noch aktuell. Immer noch dabei? Haben wir immer noch dabei, mit eben aus der ganz großes Highlight aus der Steiermark, die Backerburm sind mit dabei, aus dem Zillertal unser Mario K. In diesem Sinne, ich grüße euch ganz herzlich und ich freue mich auf den 30.10. Schönen Gruß. Und aus unserer Heimat, die Temi ist mit dabei, Siegerin aus der Bayern Plus Hitparade, Schlager Hitparade, was überall mit dabei und ich freue mich einfach drauf, es wird ein super tolles Event. Und du bist natürlich herzlichst eingeladen. Und vielleicht drehen wir ein kleines Video. Das wäre eine super Sache. Ich nehme euch beim Wort. Auf jeden Fall. Da Schon rein drauf, da ich auch so. Du kommst auf alle Fälle mit und vielleicht spielen wir auch miteinander. Und das war noch schön. Ja, Johannes, dein Papa, der Gerhard, der ist ja fast immer oder eigentlich immer dabei, wenn du irgendwo unterwegs bist. Ihr spielt auch so, glaube ich, in einer anderen Besetzung, in einer größeren Besetzung miteinander. Gerhard, welche Band ist das für alle Zuschauer und Zuhörer? Ja. Und was macht ihr für Musik und wie lange schon? Meine Güte, du fragst mich jetzt eine Sache. So. Ja, wie lange? Herzburm, ich glaube, im Bayerischen Wald kennen uns so schon ziemlich ganz viel Leute, sage ich mal. Und mittlerweile darf ich das, glaubt man kann, 40 Jahre Bühnenjubiläum feiern. Das war gestern, Johannes hat es gepostet, ich glaube, das war eine schöne Sache. Oder auf unseren Fanseiten. Ja, auf unseren Fanseiten. Herzburm, Volksrockers heißen wir jetzt, dazu machen wir mehr so Party. Das hat sich mit der Zeit gewandelt, sage ich mal. Früher haben wir Obergreiner gespielt, wir haben auf Trio, wir haben ganz früh mit meinen Brüdern haben wir da so Trio-Sachen gespielt. Ganz eine gute Zillertaler Musik, alles, was ein wenig so aktuell war. Damals war es ganz einfach, weil du hast eine schöne Volksmusik gespielt. Du hast eine ganze noch Volksmusik gespielt und die Zeit hat sich ja gewandelt. Das wissen wir ja. Die Leute wollen Party, die wollen Sound. Ja gut, wir haben uns aber da hingegeben, haben wir gesagt, wir werden aber so an dem Label halten. Aber auch der Musik treu geblieben, sage ich mal. Der volkstümlichen Musik, das hört man halt immer wieder was gespielt und das zeichnet so mal, die Herzburm hat das immer schon ausgezeichnet. Und Herzburm wirklich, kann ich bestätigen, handgemachte Live-Musik. Ich habe selber schon einmal mitspielen dürfen und es war damals wirklich eine gute Erfahrung für mich und wirklich ein schöner Auftritt. Herzburm, ganz genau. Du hast ja schon gesagt, Gerhard, 40 Jahre stehst du mittlerweile schon auf die Bühne. Man muss sagen, der Gerhard hat die Woche Geburtstag gehabt. Von meiner Seite nochmal nachträglich alles Gute. 43 Jahre ist er alt geworden. Da seht ihr es, wie früh dass er schon angefangen hat. Nein, da wir nochmal zurückkommen auf die 40 Jahre, haben wir ganz viel mitgemacht. Also ich sage jetzt einmal, super Momente, wo man nicht missen möchte, haben wir viel gespielt. Ganz viel. Das wissen alle meine Musikkollegen, die da auch in ihrer Zeit mit Musik gemacht haben und so. Haben wir unter anderem auch in Florian Silbereisen die Begleitband machen dürfen. Damals in seinen jungen Jahren, da haben wir immer ein Trio unterwegs mit Florian Silbereisen. In diesem Sinne möchte ich recht herzlich grüßen, weil er uns das irgendwann einmal sagt. Ja, bestimmt. Ihr schaut alle meine Videos an. Flori? Ja, das war damals die Zeit, ne, da haben wir nicht mehr begleiten dürfen. Sag ich mal. Das war eine schöne Zeit. Also wir haben mit ihm brutal viel umeinander gekommen, auch ganz Deutschland auch weit umeinander gekommen auch mit ihm. Und ja, das hat einmal Spaß gemacht, mit uns zum Spielen oder uns mit ihm zum Spielen. Super. Es war ein Talent oder ist ein Talent, muss man sagen. Das war brutal. Und es hat viel Erfahrung mitgebracht und viel, das Bekanntheit, das gehört alles dazu. Weißt du? Das ist, dass die Leute kennen oder dass du die Leute kennst, dass du Connections hast. Das hat uns schon viel geholfen. Gut. Irgendwann hat sich das dann getrennt, weil ich sehe klar, zeitlich ist bei uns immer, wir haben auch keine Berufsmusiker geworden. Dann ist es zeitlich nicht mehr gegangen. Dann haben wir gesagt, naja gut, er hat seinen Weg, dann sieht man was er gemacht hat. Gell? Und wir haben unseren Weg, ich bin auch so froh, dass er so ist, wie es jetzt ist. Ganz einfach. Das war eine super schöne Zeit, ist heute eine schöne Zeit.
Was da so wird, muss ich es einfach einmal schauen. Genau, Wenn ist nicht immer schön, kann ich nur bestätigen. Genau. Und jetzt hast du davor ein Stichwort gebracht, hast gesagt, damals mit den Herzbuben habt ihr ganz eine bodenständige, gemütliche, weitlerische, teilweise auch Zillertaler Sicher, alles. Musik gemacht. Ja. So ein Stückel, glaube ich, haben wir noch dabei, oder? Ja, gut, das so ein ist, schön- mei, das ist ein so Ur, ein das schönes kennst Stückchen. du sogar, du bist noch so jung und kennst das Ja, auch genau, noch, das kenne Nein, ich und der Johannes kennt kennt ja es jeder auch. Weitler. Fälle. Das kennt ja jeder Weitler. Ja. Möchte ich sagen, ob das Weitler, ich glaube, das geht alles ins Zillertalerisch. Also wir haben es auch mit den Zeltberg, schon gespielt. Wenn wir gemütlich, Beieinander sind. da ja so. Und den Das spielen bei uns. Genau, genau so ist es gerade. Und dann spielen wir euch jetzt. Ja. Lust zu. Ah, ja. 1, 2, 3. Wir gemütlich beieinander sind, die Musik spielt, die Sorgen sind vergessen. Wir stoßen an mit einem Glas Wein. Ja, nur bei uns, da kann's so wirklich sein. Wir stoßen an mit einem Glas Wein. Ja, nur bei uns, da kann's so wirklich sein. In der Früh, da geht man auf den Berg, da wo der Wind auch rauscht und Drehlein springen. Ja, für mein Herz, da kann's nichts Schöneres gehen, als wir den Wald, die Musik, die mir gefällt. Ja, für mein Herz, da kann's nichts Schöneres gehen, als wir den Wald, die Musik, die mir gefällt. Ist das Leben dann mal vorbei? Ja, meiner Musik bleib ich immer treu. Und denkt's mir dann mit lauter Versturz zu und schreibt's dann drauf, lasst ihm sei ewige Ruhe. Und denkt's mir dann mit lauter Versturz zu und schreibt's dann drauf, lasst ihm sei ewige Ruhe. Und deckt's mir dann mit lauter Versturz zu und schreibt's so drauf, lass ihm sei ewige Mei, schön, ein Stück fürs saugut. Herz, wenn wir Saugut. gemütlich Saugut. beieinander sind. Ja, die Zeit neigt sich leider schon wieder dem Ende zu. Da kann man ja noch 5 Videos machen, was wir uns alle Fälle. zum Erzählen hätten. Eine abschließende Frage hätte ich noch. Gerhard oder Johannes, weiß ich nicht, wer antworten mag. Ist für dieses Jahr außer das Fest noch irgendwas musikalisch geplant oder steht noch alles in den Sternen? Ist momentan Ja. was fix ansteht? Muss allen voran natürlich fix und hoffentlich ansteht, ist eben mein Fest, das Genau. Johannes-Nickel-Fest, Ja. das du gesagt hast. Aber für alles andere kann man nur hoffen. Schade. Wir hätten viele Festzeiten zum Spielen gehabt, wieder auch viel unterwegs gewesen, hätten wir wieder tolle Konzerte gehabt, im Duo und im Trio. Aber man kann nur hoffen, dass jetzt momentan haben wir ja schon auf dem Weg der Besserung, so sage ich jetzt einmal vorsichtig, und dass es vielleicht immer besser wird und eventuell in der zweiten Halbjahreshälfte, dass man dann wieder mal auch mit mehreren Fans, mit mehreren Freunden Ja. und Gäste feiern dürfen, Ja. musizieren dürfen. Ja. Das hoffen wir, das hoffe ich natürlich auch, das hofft jeder von uns. Ich denke, Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, Dankeschön Gerhard, Dankeschön Johannes, dass ihr die Gaudi da mitgemacht habt und mit mir so ein kleines Video aufgenommen habt. Ich hoffe, dass wir wieder einmal zusammenspielen. Am Fest können wir dann hoffentlich zusammen. Leute, vielleicht schaut es auch vorbei und wie gesagt, schaut auch in die CD.
Auf jeden Jetzt Fall, sei- da haben wir es wieder. Und dann bleibt mir nur noch zum Sagen, bleibt alle gesund, macht's es gut und bis bald im Wald. Vielen Dank, Servus. Aber die Servus. Servus.